Wie könnten optimal Strukturen da an der Zukunft ausgesehen? Also haben wir eine Proposition, wie wir als Sicherheitswesen Kind an Zukunft vorstellen, wie ein Kind funktioniert. Sie sollen an eine Diskussionsbasis dingen, den direkt am Anspruch mit alle Konzernierten so soll adaptiert gehen, für das wir als Ziel müssen erkennen erreichen. Das Ziel muss sein, die beste Hilfe so sehr wie möglich auf der Platz zu haben, wo sie gebraucht gehen. Der Mensch, der Natur oder der Betriebe zu helfen. Die Hilfe an den Vordergrund von unseren Überlegungen stellen. Nicht das finanziell, nicht das strukturell, mit Hilfe muss an den Vordergrund gestellt gehen, an das materiell, an das strukturell muss dem entsprechen. Wir haben als Propositionen schon für 4 Jahre diskutiert, wie wir die Interpellation angefordert haben. Und selbstverständlich ist es normal, dass heute die Diskussion wird dann auch dominiert gehen von dem Rapport, den die Experten vom Ministerium der Landwirtschaft letzte vor 4 proposiert haben, wo ich auch will sagen, dass sie an den großen Linien auch mit unseren Überlegungen flächendeckend sind. Wie stellen wir uns das vor? Wir stellen uns vor, dass wir sowohl Pompjeeën wie die Protection Civil giffen an engem Service de Secours Sauvetage zusammen leben. Wobei der Numm unserer Meinung nach sollte der von der Pompjeeën bleiben mit einem Feier Rettungsdienst. Dieses Service Secours ist unserer Meinung nach national organisiert und strukturiert geben. Das Prinzip von der gemeinsamen Responsabilität zwischen Staat und Gemeinden muss so geregelt gehen, für eine effikaz, flächendeckende Organisation zu garantieren, dass sowohl was Struktur wie das Funktionament und das Finanzement bleibt. Ziel muss es sein, dass egal wo am Land Hilfe angefragt wird, am Prinzip spätestens das Hilfe misst binnen 10 Minuten auf der Platz sind. Es muss garantiert gehen, egal wohin am Land wohnt. An einer Stadt oder am Land, am Süden, Norden, Westen oder Osten, jeder Mensch dieselbe Hilfe, auch für die Qualität und Materialumlang garantiert angeboten wird. Es darf nicht eine Erst- und eine Zweitklasse Region oder Bevölkerung gehen. Durch die Zusammenlegung von der Protection Civil und der Pompjeeën kann eine Seite der anderen helfen, für das wir das Tote können erreichen. Durch die Zusammenlegung, wie gesagt, von der Protection Civil und der Pompjeeën kann eine Seite der anderen helfen, Permanenzen können besser garantiert gehen, und für das zu erreichen proposieren wir, und das ist an dem umgedrehten Sinn, für den Rapport von den Experten, als mit das aber im Prinzip dasselbe ist. Erstens, so wir von den erblicklichen 25 Zentren von der Protection Civil soll ein 12, 6, 7, das muss ich aufgrund von den Experten rausgehen, als Hauptregionszentren abgebaut gehen, von wo aus kann ein Einsatz an einer größeren Region organisiert gehen. Protection Civil an Pompjeeën, wo den Hauptzentrum sich befindet, an der Stadt oder Ortschaft, die gehen zusammengelegt. Am Rapport von den Experten gehen die Zentren Centre d'Incendie et de Secours d'Appui genannt CISA. Zweitens, die anderen Zentren gehen auch Pompjeeën an Protection Civil, die an der Ortschaft oder an der Stadt sind, zusammengelegt. Das Zentren müssen so implantiert gehen, für eine flächendeckende Sicherheit zu garantieren, auch von den ein oder anderen Zentren muss verrickelt oder muss dabei kommen. Am Rapport gehen das Zentren Centre d'Incendie et de Secours de Renfort genannt. Drittens, an die Ortschaften, wo es nicht mehr ein Pompjeeën gibt, funktionieren die als Rettungsdienst weiter. An einem Rapport gehen die genannten Centre de Première Intervention. Daneben gibt es dann noch eine Base national, die mit Material equipiert ist, so wie das der Fall ist, was gebraucht kann gehen, was aber selten gebraucht wird, wo auch für den Herr Minister da an der Kommission gesagt hat, muss gucken, ob es mit einer Base national durchgeht oder ob ihn da 2 muss am Land machen. Die 6, 7 Hauptregionalzentren müssen unserer Meinung nach mit professionellen und hauptberuflichen Leuten besatt gehen zum Deel, für zu allen Momenten den Ersatz zu garantieren
unterstützt von benevolenten Leuten. Was für Leute am Material auf den Ersatz geschickt wird, geht heute 112 dezidiert aufgrund von einem informatischen System, wie es heute aber schon zum Beispiel an der Stadt Lëtzebuerg oder einer Stadt wie Träger funktioniert. Das heißt, dass am Anfang aufgrund von einem informatischen System alle Donnen abgeholt gehen, die aufgrund von einer frohen beschreiben, was unter dem Accident oder um Brand oder so einer Katastrophe sich präsentiert. Das kann gehen, wie wir wissen, von einem Harassment bis bei einer großen Katastrophe. Und aufgrund von einem Formular, den ausgefüllt wird, kriegt automatisch ein Antwort, wird direkt für Leute, auf dem Material, muss auf den Platz geschickt. Alle Ambulanzen müssen auch in Zukunft, Herr Präsident, mit dem Medien qualifizierten Personal, zum Beispiel Rettungssanitäter, besagt gehen, wie das zum Beispiel auch bei der Stadt Lëtzebuerg schon der Fall ist. Wir stellen noch fest, dass haut ganz oft sowohl die Ambulanzen wie die Rettungsdienste, den kommunalen Plan an Ersatz gerufen gehen, die aber im Prinzip nicht direkt zu ihrem Aufgabengebiet hören. Wie viele Krankentransporter müssen die Ambulanzen halt machen, weil wenn man die nicht bräuchten, zu machen, dann geben die von privaten Ambulanzen oder von Taxi machen lassen, könnten als Rettungsdienste viel besser equipiert Zeit tun, für auf die anderen Ersätze zu fahren. Ich würde zu benevolat. Die Erkennung müsste ausgebaut gehen, was Zeit überlangt, Freistellung überlangt, die Leute machen. Das sowohl, was Formation überlangt, wie auch Permanenzen an der Satz Terrain. Am Budget von 2011 sind 1,7 Millionen vorgesehen für Servicesecours von der Protection Civile, 1 Euro die Stunde für Disponibilität, 4 Euro die Stunde für eine Permanenz am Zentrum. Das kann dazu führen, dass dadurch, dass man die Leute an den Zentren auf Permanenz sitzen holen, dadurch gehen die Lehen bis zum Ersatzort sicherlich reduziert. Und man muss aufpassen, Herr Präsident, dass wenn wir schwätzen, dass wir ein Rettungswesen halt zu Lëtzebuerg machen, dass wir dann auch einen gerechten Modus finden, dass es nicht nur kann so heischen, dass auf der einen Seite wir, wie soll ich sagen, die an der weißen Schippe nun, die mit der Ambulanzreise fahren, denen eine Indemnität von dem Staat kriegen oder von den Gemengen, und auf der anderen Seite die Leute, die am Anfang Sicherheitswesen durchstellen, Pompjeeën, die kriegen. Wir müssen also einen gerechten Modus finden, für dass die einen wie die anderen selbst behandelt gehen, und dass es nicht kann so sein, dass wir hier 2 Klassen schaffen. Ich muss auch den Congé von den Sapeurs-Pompjeeën, muss meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, ausgebaut gehen, und auch die Leute, die Responsabilitäten haben, wie Zentren schaffen, müssen mehr Freistellung kriegen, wie das bis nur der Fall war, 1 Stunde für einen Centerchef, wenn ihr wisst, dass die Leute, wenn sie wirklich ein Center müssen richtig organisieren, da sitzen die praktisch à plein temps an ihrer Freizeit, müssen sie auch Zeit bringen, für die Arbeiten zu machen. Und dann ist es lächerlich für diese Leute zum Beispiel mit 1 Stunde zur Verfügung zu stellen. Wenn wir gerne hätten, dass wir mehr Leute kriegen, denen an der Benevolat ranklammern, wir brauchen die Leute, da muss man nicht nehmen, eine menschliche Unerkennung für die letzten Arbeiten machen. Aber man muss den Leuten halt auch der anderen Seite die Freistellungen zukommen lassen, die sie brauchen. Aber man muss auch die Indemnitäten zukommen lassen, was sicherlich nicht ein Gehalt darf sie mehr, egal was das bleibt immer nicht symbolisch, mit muss aber eine Unerkennung sein, die Gesellschaft vis-à-vis von den Leuten bringt. Aber man muss noch bereit sein, als Gesellschaft die Unerkennung abzubringen, weil wir wissen alle gut, wenn wir den Benevolat nicht hätten, dass es dann auf der anderen Seite von der Staat und Gemeinde müssten integral, professionell organisieren, da wäre die überhaupt nicht mehr zu finanzieren. Wichtig ist auch das Statut von den Leuten. Es wird diskutiert über ein Etablissement public. Das mir an erster Stelle nicht so wichtig, ob ein Etablissement public geht oder nicht wichtig ist, dass man ein System kriegt, das effikaz schafft und dass die Leute, die da sind, dass die motiviert sind. Wichtig ist, dass man nicht ein Wasserkap abbauen, mit Leuten, die dezidieren an Entscheiden
an alles machen, an dat den ab der anderen Seite benevolat muss die sehen, die alles muss exekutieren. Wenn wir Wasser kaputt bauen, an die anderen müssen sagen, dann ist das dann vom benevolat, also müssen also auch die Mischung finden, für dass man nicht Wasser kaputt kriegen, an einen Leid, die just schaffen, an nicht dafür kriegen. Formation ist wichtig, auch hier soll ein Ausbildungscenter gehen, mit professionellen Formateuren an aufschließend, für ich das so, Herr Präsident, hat der Titan wichtig, aber sensibel Gebiet ist, von den Traditionen und Strukturen gibt, die über praktisch 100 Jahre gewusst sind, die alle Verdienste haben, an ein wertvoll Erbe bis heute immer gelegt haben. Wir brauchen noch dürfen die Leute nach mehr, jeder Einzelnen, ohne sie gehen. Dafür müssen wir am Dialog mit allen Konzernierten die bestmögliche Wesentlichen für Konsens zu finden, ob eine Zukunft ausgerichtete Reform zu ermöglichen, für den effikazen, flächendeckenden Sicherheitsdienst hier am Land aufzubauen, ohne Schirbeln zu machen. Das ist so nicht mehr.